Was hast du gerade gesagt? Ich habe einfach etwas gesagt. Ich habe dich nicht mal gehört, was du gesagt hast. Wow, danke für gar nichts. Ich habe gesagt, kannst du mir bitte das Mail mit dem Ton weiterleiten? Weißt du, Swiss Transfer Mail, damit ich jetzt in Zug die Folge hören kann. Jo, danke, das wäre nett. Tschüss. Ups, du hast mir schon weitergeleitet. Ich habe es erst jetzt gesehen. Hey zusammen, mein Name ist Flavia Und mein Name ist Jenny. und heute reden wir darüber, wenn wir uns erwachsen fühlen. Und wenn, gar nicht. Viel Spass beim Reinhören. Ich fange mit Shit an. Und ich muss ein bisschen vorwarnen, es ist im Fall wirklich ein Shit. Also es Oh. ist nicht lustig. Oh, okay. Es ist nicht, ich bin dabei, ich bin nicht direkt betroffen. Ich bin mit einer Kolleginnengruppe ins Plaza in Ausgang. Und eine Kollegin von mir ist 2-mal an dem Abend begrapscht worden. Was? Ach, Mann! Und Also, also, hässig. ja, ich muss sagen, ich has in dem Moment, sie hat es mir nicht in dem Moment gesagt. Sie hat es mir im Nachhinein gesagt, weil wir sind recht eine grosse Gruppe Also, gewesen. ja, Plaza Club, ja. Genau, und dann tanzt man ja halt meistens, wir sind glaube ich so 7 gewesen, 6 Frauen. Und wir sind so im Kreis gewesen halt, oder? Mhm. Und sie hat mir zwei Szenen beschrieben. Die erste, Also, sie hat dir das nachher beim Heimgehen erzählt, oder wie? ja, währenddessen mal kurz, aber eben, es ist so laut und ich glaube, ich beschreibe es schnell. Einmal ist glaube ich, dass wir wollen immer ein bisschen seinen Platz bewahren als Gruppe, oder? Auf der Tanzfläche? Ja, und sie ist dann so ein bisschen wie in die Mitte gekommen von der Gruppe und sie hat aber ein bisschen Platz machen und darum hat sie manchmal hinten dran so, ist ein Typ hinter ihr gewesen und hat sie manchmal so ein bisschen hinterher gestossen. Mhm. Also sie ihn ein bisschen gedrückt, dann hat er ein bisschen gedrückt, also nicht, Mhm. oder? Ja, ja. Man kennt es ein bisschen. Und ich weiss nicht, ob er das als Einladung gesehen hat, Ja. aber plötzlich kommt einfach seine Hand an ihren Arsch, gell? Nein, what the fuck? Kein... So hässig, warum? Ja, einfach gerappt, Alte. Nein! Doch. Ich weiss nicht, also weißt Also, verfick dich. ja, Wirklich. ja. Und dann, wie hat sie reagiert? Weil in dem Moment bist du immer so Sie ein bisschen ist, gefreezed und bist so, hat er jetzt nicht gemacht. Sie hat mir in dem Moment aber nichts gesagt. Sie hat glaub, nur meine Hand genommen, aber ich habe es nicht gecheckt. Ich habe irgendwie gemeint, ich habe es nicht ganz gecheckt. Sie hat es mir aber im Nachhinein erzählt. Aber ja, sie hat wie nichts gesagt, aber ja, sie war geschockt gewesen. Und Und ihr als Gruppe haben das nicht beobachtet oder sie hat gecheckt? es aber nachher, also ich habe es nicht gecheckt. Ja. Ich glaube, andere jetzt gecheckt. Ich wüsste nicht mehr, was ich jetzt, ich hätte glaube ich, safe etwas gesagt, wenn ich nachher gecheckt hätte. Und das Zweite, also ich will nicht raten, was schlimmer ist. Nein, es ist eh alles scheiße. Aber das Zweite ist auch wieder kein Blickkontakt. Er ist Also, ja, und auch wenn. ja, safe. Aber weißt du, es ist nochmal, also du bist nochmal schockiert, wenn du nicht mal, ja. Er war hinter ihr gewesen, und plötzlich kommen 2 Hände und sie langen an die Hüfte und so vorne runter. Nein! Also sie rutschen nicht ganz runter, aber sie kommen so smooth über die Hüfte, Alter. Wirklich. Nein, was? Und irgendwie, Was denkt sich so Typen? ich weiss auch nicht, ich bin so... Aber Sorry, ich raste da schon voll, während du erzählst, aus. Nein, Wobei, ich ich muss mich weiss. dafür nicht entschuldigen. Nein, gar nicht. Typisches Merkmal. Ich finde eher krass, wie ich, als sie das erzählt hat, bin ich wie so gewesen, ich bin mich nicht daran gewöhnt, aber ich bin mir schon daran gewöhnt, so Sachen zu hören und darum bin ich wie so ein bisschen abgehärtet gewesen. Weißt du, was ich meine? Ui. Also nicht, dass ich gesagt habe, was ist, also das ist ja kein Problem, Nein. sondern ich bin so ein bisschen mal wieder, weißt Wow, nein, mich macht das mega hässlich. also, aber es hat mich auch hässlich gemacht, aber Ja. ich bin nicht, es ist so, Nicht gleichgültig, dass ihr das passiert ist, aber so ein bisschen wie, es hat dich nicht überrascht. ja. Nein, aber dann, was hast du ihr gesagt? Und was habt ihr gemacht, nachdem sie es erzählt hat? Ja, da sind wir halt schon auf dem Highway gewesen. Ja. Es ist, glaube ich, eben in dem Moment, ich weiß doch auch nicht. Aber in dem Fall ihr habt erst das mitbekommen, wo ihr schon auf dem Highway gegangen sind. Sie hat es auch nicht nachdem sich die Also Situation aufgelöst ich hat, erzählt. weiss nicht mehr, ob sie den anderen etwas gesagt hat, weil eben, wir waren eine grosse Gruppe gewesen. Aber im Nachhinein haben wir halt über das diskutiert. Auch in der WG noch. Ich glaube, das Beste, Ja. was man in so einer Situation machen kann, ist dann irgendwie, keine Ahnung, an die Bar gehen und das erzählen. Weil meistens gibt es ja in den Clubs heutzutage wie so einen Verhaltenskodex, dass man wie so kann Ja. sagen, hey,
ich bin im Fall gerade sexuell belästigt worden oder ich fühle mich jetzt gerade nicht mehr wohl oder mir ist etwas passiert, wo mir nicht recht ist, dann kann man das wie melden. Und Vom Plaza WC hat sogar einen QR-Code, kann ich sehen. genau. Ja. Und das Personal, also das ist dann ihre Verantwortung und ihre Pflicht, dem nachzugehen und den Typ dann entsprechend dann halt auch von der Tanzfläche und vom Club zu entfernen, wenn es muss sein. Also das ist einfach nicht rechtens. Also so ein Geschupfe, ich meine, ein Club ist eng, ist dunkel. Das, eben wie du sagst, es ist normal, dass man manchmal muss ein bisschen ellenbögeln muss, um bei seiner Gruppe zu bleiben. Oder so. Aber das ist um Gottes Willen keine Einladung für irgendetwas. Also wenn er meine, das kann man ja vielleicht schon, also kann ich, will dem Typ, nein, wobei. Nein, ich weiss, was du meinst. Also, wenn man meint, dass das vielleicht eine Einladung ist zum Tanzen, dreht man sich um. Ja, aber genau. Read the fucking room. Ich habe auch doch, schon... ob sie Interesse hat oder nicht. Oder, weißt du, was ich meine? So, Ich habe aber auch schon gedacht, wenn ich halt meine Hüfte bewege auf der gleichen Höhe wie ein Typ seinen Arsch hat, dann habe ich auch schon gedacht, oh, meint er jetzt, ich will ihn antanzen. Und ja, ich habe schon mal so einen Move gemacht, aber dann würde ich mich zuerst umdrüllen und dann Augenkontakt suchen und den Vibe checken und dann anfangen zu reden und nicht einfach hinein an den Arsch langen. What the fuck? Also, aber ja. Nein, das macht mich mega hässig, weil es passiert, also weißt du, so, eine Frau würde nie einfach so einem Typ an den Sack langen. Ja. Hä? Ich check das einfach nicht. Warum macht man so etwas? Und weißt das ist, es macht mich einfach hässig und ich finde, du sagst es selber, du hast das schon so oft gehört. Warum passiert das Frauen so oft? Warum? Wir können mal eine Folge machen. Gell, ich habe auch andere Storys von, ich habe eher Storys von anderen, aber wir könnten mal eine Folge machen, wo man so Sachen sammelt. Und so ein bisschen, also wird halt dann ein bisschen ernst, also es ist auch schon manchmal bei uns ernst, aber also wo wir über so Sachen erzählen. Ja, also ich habe was ich schon gehört habe. Aber auch dann sagen, was man in dem Moment vielleicht am besten machen kann, als Betroffene oder als Teil von einer Gruppe, in der das passiert ist, als vielleicht gar nicht Teil von der Gruppe, aber du hast das beobachtet im Club, weißt? Gibt ja auch, dass das vielleicht jemand sieht. Ja, müssen wir unbedingt mal machen. Ja, haben wir notiert. Aber gehen wir über zum Schein. Ja. Hey, mein Schein von der Woche war Folgendes gsi. Es war am Wochenende und zwar hatte ich eine recht strenge Woche letzte Woche. Es war mega viel los. Ich war jeden Tag unterwegs, von morgen früh bis abends spät. Dazu ist noch gekommen, dass die Wohnungssuche in Amsterdam ich so ein bisschen wie richtig, also der Fünfer ist runter, dass ich erstens spät dran bin und zweitens, dass es eine riesige Arbeit ist, eine Wohnung zu finden in Amsterdam. Also, da spielen verschiedene Faktoren drin. Einerseits, dass die Wohnung halt muss hundefreundlich sein und andererseits, dass ich keine Ahnung, nicht 5'000 Euro kann zahlen jeden Monat und dass ich sie am liebsten im Zentrum hätte. Und einfach ganz viele Sachen und ich habe gecheckt, oh mein Gott, da muss man so viel Fötzel und Dokumente parat haben, Introduction-Text über dich und ich muss vom Arbeitgeber eine Bestätigung haben, von der Uni, ein Fötzel, das ich noch gar nicht kann, weil ich zuerst von meiner alten Uni eine Bestätigung brauche, dass ich wirklich abgeschlossen habe. Einfach so mega viele organisatorische Sachen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich will an dem Punkt anfangen, nämlich Wohnung suchen. Ich muss 10 Schritte weiter hinten anfangen. Ich muss dann zuerst das organisieren und dieses organisieren und das schreiben und mich bei dieser Person melden für eine Referenz und bla 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 bla. Ich würde sagen, Alter, die Zeit läuft. Ich habe einen Countdown auf dem Handy. Also ja, wenn man dir zulässt, ich glaube auch Hörerinnen und Hörer wären jetzt auch nervös. Ja, ich habe einen Countdown auf dem Handy. Nicht zu mich stressen, aber einfach aus Vorfreude. Aber es sind irgendwie T-70 Tage, bis ich auf Amsterdam gehe. Also weißt du, es ist bald. Gut. Eben, und so eine strenge Woche gepaart mit Wohnungssuche, Stress. Ich war einfach komplett überfordert gewesen. Und dann war mein Freund, wir sind beieinander und ich hatte schon irgendwie eine schlechte Laune gehabt und dann das so ein bisschen an ihm ablassen. Und dann hat sich bei uns noch eine Diskussion eröffnet und ich bin einfach so... Nicht auch noch? Ja, und ich weiss dann aber gar nicht, schau, bin ich jetzt hässig auf dich oder bin ich hässig auf mich und projiziere es auf dich? Oder brauche ich eigentlich gerade einfach eine warme Dusche und eine heisse Schoki? Und magst gar nicht mehr darüber reden? Oder brauche ich, dass wir das jetzt schnell fertig ausdiskutieren? Ich weiss dann auch noch gar nicht selber, was ich brauche, weil ich bin dann einfach ein Häufchen
Cortisol-Level auf 100. Weißt du doch auch nicht. Und dann habe ich gefunden, ich muss jetzt einfach duschen und meine Haare waschen. Und morgen früh aufstehen, ich gehe jetzt duschen und Haare waschen. Und dann habe ich für mich gedacht, es wäre jetzt eigentlich noch schön, wenn wir weiterreden könnten. Nicht diskutieren, aber einfach weiterreden. Weißt du, wenn er auch ins Bad kommt und wenn ich dusche, dass wir weiterreden können. Keine Ahnung. Weißt, wenn ich Haare wasche, normal reden, nicht ausdiskutieren. Ja, Eben, normal reden, genau. Smalltalk. Ja, nein, nicht Smalltalk, Ja, aber einfach reden. Ja, aber nicht über euch ein Einfach Problem, sorry. Ja. Von der Woche, Ja. über das vielleicht, aber Aha. auch über meine Woche und was ich vielleicht kann machen kann, um jetzt weniger gestresst zu sein oder was er kann machen kann, um mir helfen oder so. Und ich habe das dann wieder gedacht. So, er kann ja vielleicht auch einfach mit ins Bad kommen, wenn ich dusche und dann können wir weiterreden. Also so mehr so, weil eben einerseits wollte ich mit ihm weiterreden, aber andererseits habe ich mit dem Haar waschen, weil ich will ins Bett. Ja. Und ich habe es aber nicht gesagt, weil ich ja so leicht hässlich war. Ich war so, ja, auf die Idee kann er jetzt auch selber kommen, weißt du so. Ich habe es noch nicht gesagt. Was auch dumm ist, wirklich manchmal. Oh nein, das ist einfach menschlich. Nachher hat er von sich, ich bin dann so ins Bad, ich bin irgendwie in meinem Zimmer meine Kleider geholt, dann bin ich ins Bad und er hockt schon auf dem WC. Also nicht, er ist nicht auf dem WC, er hockt auf dem WC. Dann sage ich so, was machst du da? Er so, ja, ich habe gedacht, ich komme ins Bad, dann können wir ein bisschen weiterreden. Nachher hat er genau gemacht, was ich gesagt habe. Ja. Was ich gesagt habe, ich habe es eben nicht gesagt, was ich gedacht habe. Ja. Und ich so, ja, du bist herzig, ich habe auch das gedacht. Dann lacht er so, weil er genau weiss, dass ich jetzt gerade nicht so in meiner der besten Version von mir selber bin. Nachher lacht er so. Und, dann hast du getuschelt und dann hat er wir haben weitergeredet, während mein Conditioner eingewirkt hat, habe ich das Wasser abgestellt, dann bin ich so nackt in der Dusche gestanden und habe meine Haare gestreckt. Und er ist am Boden gehockt im Bad und wir haben weitergeredet. Und dann habe ich so unter der Dusche, weißt, ich weiß ja, wie ich bin, wenn ich gestresst bin oder in welcher Emotion auch immer, wenn ich stark emotionally aroused bin, brülle ich. Also habe ich natürlich an dem Abend auch ein paar Mal gebrüllt, wegen Stress, wegen Überforderung, wegen Last. Dann bin ich so dort in der Dusche, habe ich eben auch teilweise kurz so brüllt und dann wiederum müssen lachen wegen der Situation. Weißt, ich habe dann so im Brüllen gelacht. Ich bin jetzt da nackt am Duschen, am Brüllen, der Luca hockt da am Boden und... aber das sind doch lustige, gute Situationen. Eben, und ich so, das ist gerade irgendwie so... weißt du, einfach herzig. Einfach, ja. dass sich der Moment irgendwie ergeben hat, ist irgendwie herzig gewesen und hat mich dann auch gefreut. Weißt du, dass wir es gleich irgendwie geschafft haben, noch mehr Zeit zusammen zu verbringen und am Schluss dann auch, habe ich mein Zeug erledigen und meine Haarwäsche Routine machen und wir haben noch ein bisschen geredet zusammen. Und das finde ich zum Beispiel zu unserem Thema auch erwachsen. Wir reden ja über was wir erwachsen, wenn wir uns erwachsen fühlen und wenn nicht. Und wenn ich jetzt dich gewesen wäre, in so einer Situation, dass man jetzt nicht nachher Arm verschränkt im Bett nebeneinander liegt, sondern so das lösen kann, finde ich erwachsen. Zum Beispiel. Ja, Finde ich also du meinst, wir sind wie Erwachsene damit umgegangen, Ja. weil wir so waren, ja komm. Also nein, ihr habt es ja nicht gesagt, man hat es ja so unausgesprochen gespürt und denkt, Also dass er und ich eine Diskussion hatten, das war eigentlich mehr so nebensächlich. Es ist mehr darum gegangen, dass ich so ein Häufchen elend am Duschen war und das irgendwie mich zum Lachen gebracht hat. So ein bisschen so. Ja. Aber ja, mein Freund und ich können sicher sehr erwachsene Probleme lösen, ja. Das ist schon für mich, ja. Ein Indiz für Erwachsensein. Was heisst denn für dich erwachsen sein? Erwachsen, also ein grosser Punkt ist sicher mal, dass ich nicht abhängig bin. Also das merke ich jetzt halt von deinen Eltern? Allgemein. Also ja, bis jetzt bin ich halt abhängig von meinen Eltern. Ja, bin ich mal von jemandem anders abhängig gewesen? Nein, ich glaube nicht. In einer Beziehung, von einer Freundin? Ja, vielleicht in der Primar. Aber ja, halt also finanziell abhängig. Also zuerst mal das Klassische. Also ich fühle mich jetzt schon viel erwachsener, seit ich nicht mehr daheim wohne. Und ich glaube, ich fühle mich auch noch mal erwachsener, wenn ich eben ab nächstes Jahr alles zahle. Und eben, ich habe auch geschrieben, sein Handeln verstehen. Weil du weißt auch, ich reagiere recht im Affekt, was manchmal ich eben nicht erwachsen finde, aber über das reden wir später. Aber wenn man als Person sein Handeln versteht, auch wenn... Das findest du erwachsen? Ja, auch wenn es erst ein bisschen im Nachhinein ist, aber wenn du ein bisschen kannst nachvollziehen. Also hast du ein Beispiel? Wenn wir eine Diskussion haben, ich bin ja auch schon mal laut geworden und du bist so gewesen, wow, und ich kenne mich langsam und kann dir dann erklären, hey, schau, das Gefühl ist, glaube ich, in mir aufgekommen wegen dem und dem und das ist nicht
gegen dich persönlich gewesen, sondern ich bin in so Situationen so und so. Also wenn man sich kennt, auch. Ja. Sich besser selber kennen. Ja, Ja, sehe ich. dann ja. Sehe ich. Was ist für dich so? Für mich ist Erwachsensein, wenn man für sich und sein Leben verantwortlich ist. Und das meine ich jetzt in verschiedenen Aspekten. Also obviously, bist du ja mit 18 zum Beispiel, hast du ja die Vollmundigkeit. Mhm. Und dann darfst du abstimmen. Mhm. Das ist für mich schon, als ich 18 geworden bin und ich so gewusst habe, gut, nein, ich habe noch nicht abstimmen, weil damals habe ich noch nicht den Schweizer Pass gehabt. Aber gleich so mit 18 Unterschreiben, deine Wo Unterschrift gilt. genau, wo ich wie gewusst habe, ab jetzt ist nicht mehr Erziehungsberechtigte die Person, die gewisse Sachen für mich entscheidet, sondern ich darf selber entscheiden. Das war für mich so okay. Das ist in der Kante. Erwachsen. Ich kann meine Absenzen selber unterschreiben. Genau. Aber auch so Sachen wie, das ist wie so ein Classic Autoprüfung, wo ich Fahrstunden genommen habe und die bestanden habe. Dort habe ich mich auch sehr erwachsen gefühlt. Mhm. Bank, also gut, ein Bankkonto haben viele ja auch schon, bevor sie 18 sind, aber einfach so, weiß auch nicht, ja, irgendwie, also warte, ich habe da geschrieben, für sich und sein Leben verantwortlich sein, in Klammern finanziell, politisch, emotional und sachlich. Also zum Beispiel emotional auch, keine Ahnung, wenn du 8, 12 oder 15 bist, du bist auch dort irgendwie emotional für dich verantwortlich, aber mehr so eben, wenn ich jetzt zum Beispiel heute einen Scheiß anstelle, bei einer Freundin oder wem auch immer, ich allein muss das ausbaden. Ja. Und so, keine Ahnung, mit 15, 16, Ja. theoretisch auch, aber du bist noch mehr so deine Hormone und der Gossip aus der Klasse und bla 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 Ja, und die und hat gesagt und der und Ist auch sowieso. noch nicht so selbstbewusst. Genau, noch nicht so selbstbewusst und du und einfach, ich habe das Gefühl, heute, schau, aber auch im Sinne von, wie es dir selber geht. Also ich habe mega gelernt, so, es ist meine Verantwortung, dass ich glücklich bin. Das ist niemand anderem seine Aufgabe, dass ich glücklich bin, auch nicht meinem Freund seine Aufgabe, sondern wenn ich ein glücklicher Mensch will sein, ist das meine Aufgabe allein. Also so, schon klar ist es schön, wenn andere das dazu beitragen. Das ist ja automatisch auch so, weil jeder Mensch hoffentlich hat Beziehungen zu anderen Menschen. Aber mehr so, es ist nie, also so, logisch kann auch mal jemand schuld daran sein, aber es ist, mehr so, es ist meine eigene Verantwortung, dass ich zum Beispiel ein gutes Leben führe oder dass ich ein Leben mir versuche aufzubauen, wo mir gefällt. Und da spielt halt auch Classy Kommunikation. Also ich habe aufgeschrieben, wenn eine Situation, wenn ich mich erwachsen fühle, ist, wenn ich merke, dass ältere Leute ihre Bedürfnisse nicht mitteilen können. Also wenn Es ist sehr unerwachsen, ja. finde ich, aber es ist so häufig und dann fühle ich mich wie Also würdest du sie jetzt erziehen müssen? Oder ja, wie? oder halt, ich weiß doch auch nicht. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der so 35 ist. Und ich habe mir gedacht, also du bist ja, wie soll ich sagen, der hat nicht können kommunizieren, der hat nicht mal können «Hoi». Also weißt, so richtig Respekt. So, ich habe den können lesen. Ich glaube, wir können beide gut Menschen lesen. Und ich habe wie mit der Zeit ihn kennengelernt und gemerkt, da ist noch so viel drin, aber der ist so viel. Das Alter sagt nichts aus. Eben. Also verschlossen oder wie? Ja, oder halt einfach auch, keine Ahnung, was der für ein Rucksäckchen dabei hat. Aber für mich ist einfach Bedürfnis kommunizieren können hure erwachsen. Und es können so nicht viel. Also ich will nicht sagen, dass wir super sind, weil wir das können, weil ich lerne das auch immer mehr. Aber ich fühle mich einfach in so die Situation immer erwachsen, wenn ich dann das mitteilen kann. Und andere nicht. Und dann fällt mir wieder ein, stimmt, das kommt gar nicht aufs Alter drauf an. Es ist eigentlich egal, wenn man das nie gelernt hat. Ja. Dann können das auch 60-Jährige nicht. Ja. Also, ja. Es ist so. Voll. Und eben auch so, ich habe mir vor dieser Folge noch nie so richtig überlegt, was bedeutet es für mich, erwachsen zu sein. Aber ich glaube, es ist wirklich einfach das, wie so zu wissen, hey, ich bin eigentlich in recht vielen Bereichen oder fast allen Bereichen für mich selber verantwortlich. Und dazu gehört auch so ein bisschen irgendwie rein, dass man sein Leben im Griff hat. Aber was heisst denn das? Eben, was das bedeutet, haben wir auch schon mal besprochen. Also, Unabhängigkeit, sicher. Also so ein bisschen, was du vorher gesagt hast. So, also, keine Ahnung, stellen wir uns vor, man ist vielleicht 45 und lebt noch daheim. Das muss dich ja nicht weniger erwachsen machen, wenn du das so willst. ja, aber also, ja. Also ja, das widerspricht sich vielleicht mit dem, was ich gesagt habe, weil die Person ist dann vielleicht abhängig von den ihren Eltern, aber
würdest du jetzt die Person als unerwachsen judgen? Also in erster Linie schon, ja. Wenn ich sie noch nicht kenne. Weil, also, ich wüsste nicht, wieso. Ja, eben. Ja. Ausser, das gibt Gründe. Aber zum Beispiel... Vielleicht ist es auch einfach viel wichtiger, seine eigene Definition von erwachsen, dass die einfach auf einem selber applied und gar nicht auf andere. Ja, ich bin... Zum Beispiel, ich fühle mich erwachsen, wenn wir unsere Podcast-Sitzungen planen. Ich fühle mich dann so erwachsen. Echt? Ja, allgemein mein Kalender, wenn ich so Oh Sachen in den Gott, Kalender ja. eintrage. Ja. Und also wenn es aufgeht, wenn es dann wieder zu fest ist, dann Nein. Dann fühle ich mich erwachsen, wenn ich dann Sachen absage und checke, Flavia, das ist zu viel für dich, du kennst dich langsam. Dann fühle ich mich auch wieder erwachsen. Ich fühle mich einfach erwachsen, wenn ich überhaupt einen Blick in meinen Kalender wirf. Dann denke ich mir so, what the fuck? Also so, hey, ich frage mich auch, wann ist eigentlich der Tag gekommen, wo ich für mein Leben einen Kalender gebraucht habe. Weil ich weiss noch genau. Also so, keine Ahnung, Primarschule ist einfach so gewesen, du hast deinen Stundenplan irgendwie auch ein bisschen auswendig gewusst für jeden Tag, wann der Turnsack und wann der Schwimmsack mitnehmen und so. Und Mittwochnachmittag ist so spontan auf dem Heimweg entschieden, mit wem du heute Nachmittag abmachst, so ein bisschen so. Und ich frage mich, wann ist Bei eigentlich mir ist Anfangs Uni. Anfangs Uni erst? Ja, ich hatte es schriftlich zuerst gehabt, und nachher mit meinem letzten Ex haben wir halt zusammen so einen Online-Kalender angefangen. Vorher hatte ich das nie gehabt. In der Kante habe ich noch so ein Papier, mein Hausaufgabenbüchlein. Ich habe so ein A4 Ja, Grösse. ich habe die alle noch im So wie Fall. so ein Magazin. Ich habe sie auch lange genug gehabt. Dann habe ich gedacht, schau ich sie wirklich irgendwann noch. Dann habe ich gefunden, nein, also habe ich sie weggerührt. Aber ich habe so ein A4 grosses Hausaufgabenbüchlein gehabt. Also es war eben nicht ein Büchlein, es war ein fucking Buch. Und da eine Woche auf einer Doppelseite. Dort habe ich immer meine Hausaufgaben... Ah nein, warte, was erzähle ich? Das war in der Säcke. In der Kante? Ja, nein, aber ich glaube auch, so Ja. Übergang Kante zu Uni habe ich dann eine App, einen Kalender eingetragen und ich habe erst Sachen eingetragen oder geschaut mit einer Kollegin, wenn ich abmachen will. Und dann haben die meinen Kalender gesehen und gesagt, ui, das sieht ja voll aus. Aber ich will gar nicht irgendwie so tönen, als wäre ich mega ultra busy oder irgendwie als wäre es cool busy zu sein, weil honestly it's not. Aber so zum Beispiel bei mir, ich trage auch To-Dos in den Kalender. Ja. Also so manchmal, wenn ich so in diesen 2 Stunden 3 Sachen machen will, dann tue ich mir so die alle halbe Stunde eintragen. Dann sieht ein Kalender schnell voll aus. Ja, und es ist ja dann nicht, dass sie sich daran halten. Ja, voll. Ja, schön wär's. Und ein Kollege hat auch schon gesagt, ui Jenny, du machst etwas falsch, wenn dein Kalender so voll ist. Weißt du, so à la Nein sagen. Du bist nicht erwachsen. Me-Time. Genau, von wegen, was machst du falsch in deinem Leben, Ja, dass du ja, so viel ja. los hast? Oder? Ja. Aber eben, ich finde Du das... musst so deinen Weg finden. Genau, aber so bei mir sind so Termine wie... Hast du dich nicht erwachsen gefühlt, wo du wegen deiner Versicherung bist? Doch. Ah, eben. Ja, Jedes es kommt nachher bei nicht erwachsen kommen eben auch so Sachen. Aber ja. Weil jedes Jahr um diese Zeit kommt ja auch immer so ein Brief von wegen Prämienverbilligung, Krankenkasse. Wenn der Brief kommt, Ja. ich mache den auf, ich verstehe nur Bahnhof, ich denke so, ja, hure wichtig eigentlich, Krankenkasse, check gar nicht. Dort fühle ich mich auch immer hure erwachsen. Und auch ein Classic. Dann fühlst du dich erwachsen. Ja. Dann fühle ich mich nicht erwachsen. Also, Weil ich es nicht check. Nein, bei mir ist so, Aha, du checkst ich müsste mich darum kümmern. Die meinen, ich bin erwachsen. genau. So, wenn ich mich auf einer Skala Ja. von 0 ist ein Kind, also kindisch oder Ja. kindlich, Ja. und 10 ist erwachsen. Und Ich würde mich so auf einer Skala bei 5 einordnen. wenn Oder du, den, 6. wenn du den Brief bekommst. Nicht, dass ich mich fühle wie 12, aber mehr so... Das Am ich fühle mich nicht... Ich weiss noch genau, mit 16. Boah, ich habe gemeint, ich bin die krasseste. Ich habe gemeint, ich bin erwachsen. Ich habe gemeint, ich bin 16. Ich bin vielleicht biologisch 16, aber eigentlich... Leute denken doch von mir, ich bin 18. Weißt du, so. Und jetzt, mit 24, denke ich, Alter, ich bin doch 17. Und der Staat hat das Gefühl, wenn eben der Brief so, Jenny, du bist erwachsen, du musst... Dort wird dich daran erinnern, dass Ja, ich ja, eigentlich schon ja. lange erwachsen bin. Aber So fühle ich mich nicht. Eben, ja, Also, in so Situationen. Genau. Und ich meine das gar nicht so, ja, jetzt habe ich es mega fest auf so Alter bezogen, aber so, erwachsen sein ist für mich auch mega fest so ein Gefühl von eben Verantwortung und so. Und ich sehe schon, dass ich sie trage. Ich trage sie auch gerne. Zum Beispiel politisch. Ich tue mega gerne abstimmen. Ich finde das wichtig, ich finde das richtig. Das ist ein Privileg. Ich finde, jeder, der das kann, sollte. Aber Erwachsene sind auch so, ja, so Verantwortung in Bereichen tragen, wo ich einmal gar nicht check, dass ich die eigentlich hätte, die Verantwortung. Wie zum Beispiel mich um meine Krankenkassenprämie kümmern. Und auch wieder, wenn ich es wieder mal aufgreife, Freundschaften. Ich habe mal gesagt, wegen Memos zum Beispiel, dass mich das gestresst hat. Und jetzt ein ganz gutes Beispiel, eine Freundin von mir hat das aufgenommen
Also er ist eigentlich recht erwachsen von ihr in dem Fall. Und sie so, hey, jetzt sehen wir uns etwa... Ist sie nicht, wieso ist das erwachsen? Ist sie nicht einfach eine gute Freundin, wenn Warte sie das schnell. aufnimmt? Ich erzähle noch weiter. Sie hat das aufgenommen und nachher haben wir wissen jetzt, wir sehen uns etwa 2 Monate, nicht 3. Und sie so, hey, wie wollen wir unsere Freundschaft jetzt weiterführen? Du hast ja nicht so pflegen. gerne Memos. Wie wollen wir es machen? Sag mal, was ist so dein Vibe? Und ich bin so, es ist so schön, dass wir jetzt einfach schnell können so sachlich sagen, hey, schau, also wir haben uns jetzt geeinigt mit Bildern schicken und ein Memo und kein Stress. Also weißt du, so, eben nicht die ganze Zeit hin und her. Und ich bin richtig so, ja, Freundschaften pflegen ist für mich auch erwachsen. Ja. Weil eben als Kind sind die ja meistens einfach da Es war so effortless, wortwörtlich. meistens, ja. Das ist Ja. auch so ein bisschen- Aber warum ist das jetzt von ihr? Ist sie nicht einfach, also ist sie nicht einfach eine gute Freundin? Ja, Wieso gibst du dem sozusagen das Adjektiv erwachsen von ihr? weil sie den Schritt weiter gemacht hat und nochmal weitergedacht hat zum wie geht es echt der Flavia? So das Empathie. Eben, ist sie dann nicht einfach eine gute Freundin statt erwachsen? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Aber ja. Aber ja, nein, es gibt ja kein richtig und falsch. Es ist ja Mhm. dein Empfinden. Wann fühle ich mich noch so erwachsen? Weil ich glaube, ich hätte andere Freundinnen, wo es nicht so selbstverständlich abläuft vielleicht. Weil mit Ja. ihr bin ich schon ein bisschen daran gewöhnt an das. Aha. Dass man so offen seine Bedürfnisse... Also weißt, ihr Satz ist meistens am Schluss «Hey, sag mir...» Und ja, jetzt würden die einen Leute sagen so «Ich viel spürst mich, fühlst mich», aber ich liebe das. Wenn man so sagt «Hey, sag, was ist dein Bedürfnis?» Und dann bin ich so «Oh mein Gott, ja, ich sag dir, was mein Bedürfnis ist.» Also weißt, Ja. wenn du Also du aktiv darauf angesprochen wirst. Du findest es auch sehr reif von ihr Genau, reif, und erwachsen. voll. Also Reife ist für dich auch... Wahrscheinlich, ja. Also ja, spielt Safe. für mich auch in das rein. Halt, wenn man sich Ultra. kennt, reflektiert. Mhm. Ja. Oh. Ich merke gerade, ich habe viele Punkte aufgeschrieben, im Sinne von, das sind Momente, in denen ich daran erinnert werde, dass ich erwachsen bin. Also zum Beispiel, wenn ich bei Kolleginnen auf Besuch bin, die schon eine eigene Wohnung haben. Mhm. Ich war letzte Woche bei 2 Freundinnen daheim gsi, die jetzt kürzlich oder ausgezogen sind. Mhm. Und dort bin ich so gewesen, Alter. Aber das sind ja das eigentlich Punkte, wo du dich dann eben nicht erwachsen fühlst. Ja, Eigentlich, oder? eigentlich. Ja. Also, es ist wie so ein bisschen, für mich war es so gewesen, wir alle spielen das Spiel, das nennt sich das Leben. Und du bist ja schon auf Level eine eigene Wohnung haben. Weißt du, das sind so Bin Reminders. ich ja auch. Ja, Ja. Ein WG. ja, aber ist die auch andere eigen. Kollegin kommt mir irgendwie erwachsen vor als dir. Wieso? Weißt du, weil sie schon eine eigene Wohnung zahlt. Zahle ich ja auch mit meiner WG, sie zahlt es mit ihrem Freund. Nein, Das ich ist meine, also eigentlich weißt, auch ich will dir nicht abschreiben, dass du nicht erwachsen bist, aber mehr, Wunder. weil es eine finanziell grössere Bürde ist. Wieso sie weißt wohnt du, wie das viel Zweite. sie? Sie wohnt das Also weißt du, Zweite. wie viel sie zahlen? Ja, mehr als du für dein Wegezimmer. Schon, okay. Ja. Also, Okay. Also dann ist es finanziell. also ja. Okay. Also weißt du, einfach mehr so, weil Nein, hast nicht eher das Gefühl, es ist so, WG ist nicht konnotiert so, das ist erwachsen, sondern WG ist eher nur so ein bisschen, jung geblieben. Doch, ich glaube auch vielleicht wegen ist dem. es das auch ein Ich glaube auch wegen dem. bisschen. Mhm. Ja. Wobei, ich hinterfrage mich auch gerade, wenn ich das finde, dass ich das so verbunden habe. Weil zum Beispiel Also. Yvonne Eisenring. Ja. Also Gülscha wohnt ja auch noch in einer WG. Genau, ja. und Yvonne wohnt auch in der Wege. Wegen dem Mhm. finde ich sie zwei nicht weniger erwachsen. Mhm. Wieso finde ich dann dich weniger erwachsen, weil du in der Wege wohnst und die andere Aber Kollegin weil- mit ihrem Freund wohnt? Ja, vielleicht Freund. Halt, das ist schon nochmal ein Commitment mehr. Ich glaube, weil ich halt auch so registriert habe, so die Linie vom Leben, wie Ja. man die Gesellschaft sie in mir eingerichtet hat, Voll. ist so ausziehen mit einem Freund, eine erste eigene Wohnung, Heirat, Ja. Kind, bla Und bla. WG wäre eher vor. Ja. Ja, ja. Aber Spannend. und die andere Kollegin ist mit ihrem Freund Mann umgezogen in eine grössere Wohnung, wegen vielleicht irgendwann zum Einzimmer mal ein Kinderzimmer Ja, ja. machen. Und ich denke mir so, Ja. wirklich, ich denke mir nochmal so, krass. Mhm. Du hast theoretisch jetzt da einfach so ein Zimmer frei. Wie meinst du das? Ich habe immer noch mein Zimmer in meinem Kinderzimmer. Also, ja. hä? Ja. Dann check ich einmal so, krass, Ja. wir sind doch erwachsen. Wir sind gar nicht in dieser Bubble, wo ich denke, Mhm. weiß auch nicht. Es ist Mhm. einfach so, es sind immer so Momente, wo, ich sage es jetzt wieder so, der Fünfer runtergeht. Geht. Aber Oder der 20er. oder ich habe Kommt so ja nicht drauf an. registriert. Stimmt, ich bin ja gar nicht mehr 21.
Ja, aber jetzt würde ich sagen, wir machen eine kurze Unterbrechung und gehen in die Language School. Yes, sir. Und nachher reden wir darüber, wenn wir uns eben nicht erwachsen fühlen. Dann Genau. kann Jenny gerade weiter. Was wahrscheinlich synonym ist bei mir und meinen Punkten. Nein, aber genau, ich habe heute vorbereitet 3 Wörter mal wieder auf Englisch. Und das Mal sind alle Wörter so ein bisschen am gleichen Genre, wie sagt man, im gleichen Genre angesiedelt. Ihr versteht dann nachher warum. Mhm. Aber ich sage sonst schon mal zuerst die 3 Wörter und dann in der anderen Okay. Reihe folgt die Definitionen und du musst wieder zuordnen. Ja. Okay, das erste Wort ist Glass Skin. Mhm. Das zweite Wort ist Pamper. Mhm. Ich wollte immer auf dieses übrigens. Ich kann schon etwas sagen, aber ich unterbreche dich. Ja, ich habe schon gemacht. Egal. Nicht mehr. Das dritte Wort ist Slugging. Mhm. Mhm. Okay, jetzt in der anderen Reihenfolge die Definition. Ja, ich muss es nicht immer Oder wieder soll wiederholen. ich? sorry. Ja. Also, erste Definition. Verwöhnen Mhm. bzw. pflegen. Mhm. Zweite Definition. Wenn etwas, oder besser gesagt deine Haut. Scheiße, habe ich das jetzt schon verraten? Nein. Oh Gott, das ist sogar für mich schwierig. Also einfach, das Zweite ist, wenn etwas so fest glänzt, dass du könntest dich da drin fast schon spiegeln. Oder aber rutschen. So glatt. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, das ist schon das Erste. Aber ja, Also, welches jetzt? Glasskin. Ja. Ja, scheiße, Mann, ich habe es verraten. Egal, das. Also, Also, es nimmt mich jetzt nur das Zweite, Pamper. Das sind ja keine Windeln, oder? nein. Aber ich frage mich jetzt wieder, ob Pamper echt, ja, in dem Fall schon, von Was? dem Wort inspiriert wurde für ihre Also- Marke. Die Windelmarke Pampers. Ja. Ja. Also, ich sage noch schnell die dritte Definition, nachher kannst du weiter zuordnen. Skincare. Hat das auch mit Skincare zu tun? Pamper. Ja. Okay. Also alle 3 Wörter sind aus dem Skincare-Bereich. Das hast Ja. du richtig erfasst. Aber die dritte Definition wäre noch, das ist so der letzte Schritt in der Routine, Ja. zum wie so Abschließen. versiegeln. Ja gut, dann ist Pamper das. Weil du tust ja wie ein Baby versiegeln mit den Windeln. Ja! Nein, das ist einfach nicht Nicht. das. Nein! Weißt du nicht mehr das dritte Wort, was ich gesagt habe? Glowing. Nein, irgendwie slugging. 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 Ja, Slugging. das wäre Slugging. Also Slugging wäre jetzt in meiner Routine noch Creme auftragen. Ja, ich erkläre es. Ich sage sonst die Ja. volle Definition von Slugging. Also, Slugging ist ein Hautpflegetrend, bei dem als letzter Schritt der abendlichen Routine eine dicke Schicht eines abdichtenden Produkts auf die Haut aufgetragen wird. Der Name kommt vom englischen Wort für Schnecke, Slug, da die Haut nach dem Auftragen glänzend wie eine Schneckenspur aussieht. Also, Slugging ist ein Trend. Jetzt nach deiner Nachtcreme kommt nochmal eine Schicht. Frag mich nicht, wie das geht. Das ist ja ein hure Geschmier. Ja, also ich liege dann sicher im... Ich schlafe Küssi. auf dem Bauch. Also, Ja, jetzt schon. Ich tue auch fette Creme am Abend, aber wenn ich jetzt schon liege, ja. am Morgen habe ich so einen Fettabdruck auf meinem Bettding. Und Pamper, kannst du mal sagen, ist? Pamper ist eben ein Verb auf Englisch, das heisst pflegen, verwöhnen, umsorgen. Ah. Also so zum Beispiel, Ja. ein Beispielsatz wäre für das, ich bin so fix und fertig, ich gehe jetzt einfach heim und mich ein bisschen pampern. Ich finde das lustig. Also was würde heissen, vielleicht, du gehst ein heißes Bad nehmen, machst eine Gesichtsmaske, leist dein Ja, weichste ja. Pyjama, so das. Ja. Und Pampers wahrscheinlich, Windelmarke, Ja, safe. kommt wahrscheinlich ein bisschen von dem, ja. Safe, ja. Und Glass Skin ist einfach, ja, wenn du deine Haut so crazy pflegst. Ja, das sind Poren so... Also das... Also du hast definitiv einen Glass Skin und ich hätte einen Mountain Skin. Nein. Doch. Nein, also im Fall, wenn du TikTok fragst, ist meine Skin nicht der Glass Skin. Ich zeig dir eine Glass Skin. Wir blenden jetzt das Bild ein von einer Glass Skin. Das ist Okay. so wirklich so... Also ich finde, ein Glass Skin ist einfach irgendein... Utopisch. Es ist ein Haut-Schönheitsideal, genau. Ja. Es ist Ja, so- sehe ich. Also wenn du das haben willst und das super für dich, schön für dich machst, aber so... Es ist auch okay, wenn du kein unrealistisch. Glass Skin hast, genau.
Genau, völlig. Ja, aber Ich sage, du zeigst mir das Bild. nein. Aber ich sehe es auch dann in der Aufnahme. Genau, du siehst es, dann musst du halt selber deine eigene Podcast-Folge nochmal einschalten. Ah. Aber nein, es hat einen Grund, Leute, warum die 3 Wörter jetzt alle aus dem Bereich Skincare gekommen sind. Weil die Flavia und ich, wir sind beides Menschen, die gerne nach dem Tuscheln sich eingrämeln. Genau. Nicht nur im Gesicht, sondern ganz Körper. Genau, und darum war Nivea so nett gewesen und hat uns ein Päckchen zugeschickt mit der neuen Nivea Repair and Care Body Lotion. Und erzähl mal, wie hast du die gefunden? Also ich benutze schon immer ein bisschen Nivea, die Violette, ich weiß gar nicht, wie sie heisst, aber jetzt habe ich zum ersten Mal die benutzt und ich bin ein bisschen überfordert am Anfang, weil ich habe mich so eingerieben und ich bin immer noch weiss gewesen, so nach einer Minute wirklich. Und ich so zu der Jenny, hä? Flavia hat so zu mir, hey, die Creme ist bei dir geht das auch so lange zum Eingremen? Ich so, Schatz, du hast einfach viel zu viel genommen in dem Fall, weil du brauchst von dieser Creme wirklich nicht viel und sie zieht hure schnell ein. Du hast wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, wie viel Genau. Also ich habe dann angebuttert, aber dann habe ich die Hälfte genommen und also es hat völlig gelangt drum. Also ich habe noch fast die ganze Flasche. Ja, also es ist wirklich mega ergiebig, zieht schnell ein und ich finde, gerade im Winter, also ich creme mich auch wirklich nach jedem Duschen ein. Und manchmal, also nicht manchmal, oft, dusche ich und gehe kurz später aus dem Haus. Das heisst, ich will nicht mit fettigen Beinen in meine Jeans reinschleifen. Das muss eine Lotion sein, die schnell einzieht. Ich kann das nicht gerne. Und also da kann ich die wirklich empfehlen. Und ich finde auch ein grosser Vorteil ist, dass sie so einen neutralen Geruch hat. Weil wenn meine Bodylotion schon nach irgendwie Ananas und Wunderblumen schmeckt, dann, wenn sich das mit dem Parfüm kreuzt, ist das irgendwie nicht so geil. Ja, aber wenn ihr jetzt vielleicht sowieso gerade auf der Suche nach einer neuen Bodylotion sind, dann wisst ihr Bescheid, checkt mal die Nivea-Produkte im Regal aus. Genau, und jetzt geht es weiter mit «Wann fühlen wir uns auch nicht erwachsen?» Jenny, du kannst eigentlich gerade weiterziehen mit deinen Situationen, wo du erinnert wirst, dass du erwachsen bist. Das ist, also zum Beispiel, wenn ich heimkomme und dann ist das Essen schon parat von Mami. Ja. Dann fühle ich mich sehr nicht erwachsen. Also ich habe gerade auch als ersten Punkt, wenn ich in der Heimat bei den Eltern bin, dann werde ich zum Kind. Also es ist ja irgendwie auch natürlich. Ich bin immer noch ihr Kind. Aber das Kind sollte auch mal erwachsen sein. Aber also nein, ist ja schön, wenn du ja. Also geniessest das dann also nicht, das oder? Schöne ist, bekochen lassen mache ich gerne. Dich bekochen lassen, ja, wer nicht. Ja. Aber eben genauso der Umgang mit den Eltern, man rutscht doch so in ein altes Bild. Also, das habe ich im Fall aufgeschrieben. Ja. Wenn ich mit meinem Bruder diskutiere, dann komme ich mir vor wie wirklich. Ja. So, was und ich glaube, das wird glaub, nie ganz weggehen. Und es wird auch immer besser mit meinen Eltern, aber ich glaube, wenn ich jetzt wieder mit ihnen in die Ferien würde gehen, ich wäre genau wie das gleiche Kind wie früher. Also, ja, aber ich bin auch nicht stolz drauf und denke mir so, warum? Eben sind, wie du sagst, alte Muster. Das hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht kann das jemand psychologisch erklären, aber vielleicht hat es mega fest damit zu tun, dass man wie an einen alten Ort zurückgeht. Ja, sicher auch, ja. Und Erinnerungen und Triggerpunkte. Ja. Und du kennst die andere Person einfach in- und auswendig. Und du weißt auch, welche Punkte du musst... Ja, aber es ist ja vielleicht gar nicht einmal extra, sondern mehr irgendwie... Die Hemmschwelle ist tiefer, weil das von früher noch so gewohnt war. Genau. Und dann irgendwie übernimmst du es schneller. Da habe ich jetzt zum Beispiel das Beispiel, wo du mich auch schon erlebt hast. Weil ich habe da ausgeschrieben, wenn ich einen Ausraster habe, fühle ich mich auch sehr nicht erwachsen. Habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Aber Jenny hat mal so ein bisschen einen erlebt, also wo ich einfach sicher, also ihr wisst ja alle, dass ich mit der Stimme recht schnell laut werden kann, aber eben, bei der Jenny bin ich auch einmal... Wann war das? Einmal, wo wir ein Video gedreht haben, auf dem Land, nicht für eine Aufnahme direkt. Ja. Und nachher bin ich, glaube so recht laut und du bist schnell stehen geblieben und bist so gewesen, aber, also nicht, Jenny nicht auf brüllen, aber ich habe dann auch in dem Moment gemerkt, ich so, oh mein Gott, das ist die Flavia, wo so bin ich daheim. Du hast mich verschrocken. Ja, genau. Und weil ich nicht verstanden habe, wieso. Genau. Und eben, eigentlich ein gutes Zeichen für dich, weil ich mich in dem Fall schon so wohl fühle, dass du eigentlich Familie... Oh. Ja. aber ich dachte, du sagst so, dass ich vor dir völlig mich sein kann, aber Familie nehme ich natürlich auch nicht. Aber eben, wenn es so ausrastet, also ich habe auch manchmal früher... Also nein. Etwas, das gerade rumsteht, zum Beispiel das Haargummi, das ich jetzt in der Hand habe, bin ich hässlich, dann rühre ich das irgendwo an. Und das habe ich jetzt schon länger nicht gemacht. Ich habe auch aber das hat gerade sehr, sehr notwendig ausgesehen, wie du das gerade gerührt hast. Vor allem ich mit dem Film. Aber ja, eben, ich glaube, so mit Eltern.
Ja. Wenn ich krank bin, dann werde ich zum grössten Kind. Ja? Gar nicht erwachsen. Gar nicht erwachsen. Also ich bin vielleicht erwachsen, dass ich merke, ich werde krank und ich sollte jetzt ein bisschen aufpassen. Aber wenn ich dann wirklich im Bett liege, dann will ich einfach, dass mich das Mami, was Mami ist halt die gewesen, die mich bebäbelt hat. Und wieder, wie heissen die? Nicht Darida, Zwieback. Zwieback mit Fettanker drauf, dann Oh. Salbei ist grusig, aber egal, habe ich halt gebraucht. Oder Milch mit Honig. nein, hat sie nie gemacht. Gocki löffeln. Gocki brungen ja. und gelöffelt. Aber ich habe meistens, wenn sie gegangen ist, habe ich es einfach so getrunken. Hey, ich habe einmal gekotzt, als ich das gemacht habe. Oh. Und nachher habe ich gesagt, hast du die ganze Gocki getrunken? Ich so, ja. Siehst du, ich habe gesagt, du sollst sie löffeln. Das ist zu viel Säure auf einmal. Ja. Aber ja, ich finde auch ein ganz anderes Thema nochmal. Aber ich Ja. finde, wenn man über das Thema Verhütung redet, Ja. dort fühle ich mich hure erwachsen. Bei dem Thema sind wir gar nicht mehr. Wir sind beim Kind, wenn man sich an kindisch fühlt. Ja, aber einfach so, weil Verhütung finde ich ist auch so viel Ja, ja. Verantwortung. Ja. So viel, Mhm. auch Kosten, ist mit Kosten verbunden, Verantwortung und wie, wo, was und mit Ja, vielleicht auseinandersetzen. Konsequenzen. Dort finde ich auch, Plus, oh mein Gott, das je ist nach so erwachsen. Partnerschaft wieder absprechen und reden. Und ja. Genau. Bei mir ist noch wegen Geld etwas, wenn ich vom Sparkonto aufs Lohnkonto muss Geld überweisen, dann fühle ich mich gar nicht erwachsen. Weil ich, Nicht? Nein, weil ich ja dann in dem Fall nicht das Ding nicht im Griff habe, meine Ausgaben Nein, gerade. also da finde ich, bist du sehr streng mit dir selber. Ja, Das sicher. Sparkonto ist ja nicht dafür da, Also, um dir das Gefühl zu geben, du hast dein Leben im Griff. Das Sparkonto ist genau dafür da, dass du es manchmal kannst wenn du es mal ich will brauchst. es eigentlich schon nicht anlangen. Ja, wenn du es mal brauchst, dann denke ich mir so für Ferien, aber nicht im Alltag eigentlich. Aber man weiß halt nie, was für, keine Ahnung. Ich bin jetzt impfen fürs Reisen. Ich fände es jetzt viel schlimmer. 400 Höger liegen lassen für Scheissdreck. Nein, es ist ein guter Scheissdreck. Es ist sehr erwachsen von dir doch, dass du dich um deine Gesundheit Ja. kümmerst und Ja. dich du bist dich informieren, Ja. hast abgewogen, was finde ich, was brauche ich, Ja. was will ich. Hast du die Impfung? Wieso ist das? Also, dass das kostet, ist ja klar. Ja, das stimmt. Aber jetzt wegen Geld, das war ein Grund. gewesen. Also zum Beispiel, ich fände mich, also ja, ist vielleicht auch, also zum Beispiel, wenn ich jetzt daran denke, dass ich auf Amsti gehe, Ja. und ich weiss ja jetzt, stand da jetzt noch nicht, was meine Miete wird kosten. Mhm. Vielleicht würde ich dann auch mal meine Eltern müssen fragen, hey, können wir etwas pumpen oder so. Mhm. Also weiss auch nicht, ich weiss es nicht, ob ich das wird müssen fragen oder nicht. Mhm. Aber wenn ich wird müssen fragen, ich glaube, dann würde ich auch mich so fragen, Mann, das ist jetzt nicht so. Nicht erwachsen. Ja, Mhm. Also aber eben, ich glaube, ich wir weiss haben nicht, ob ich jetzt wir dann haben streng bin beide- mit mir oder nicht. doch, ich würde mich auch nicht erwachsen fühlen. Also, Ja. aber eben, das ist kein Plädoyer, dass man immer muss erwachsen sein muss. Es ist unbedingt wichtig, dass man nicht immer erwachsen ist. Ich finde ist es nicht schön, wenn wir alle irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Kind sein ist doch so Doch. schön. Sorglos und unbefangen und einfach so, als Kind lebst du doch nur im Moment. Ja, das weiß ich halt nicht mehr. Also, ja, mal. ja, ja, Ich wahrscheinlich. glaube, du lebst doch einfach im Moment und es ist gerade wichtig, was du machst und was du willst und was gerade Spass macht und was du gerade toll findest. Und du denkst ja noch nie als Kind habe ich irgendwie an nächste Woche gedacht. Mhm. Weißt du, heute lebe ich mega viel in der der Zukunft. Ja. Vielleicht nicht so weit in der Zukunft wie du, Amel. Ja. Aber auch schon auch so im Sinne von, was ist morgen, was ist übermorgen, was ist nächste Mhm. Woche. Das Und auch- denkt ihr schon noch, ja. Und auch in der Vergangenheit, so im Sinne von, hätte ich das gestern so sollen sagen oder nicht. Aber als Kind lebst du doch einfach so im Moment. Und ich finde, von dem müssten sich schon viele Erwachsene, also ich auch, wieder eine Scheibe mehr abschneiden. Dass man einfach so ein bisschen wieder mehr im Moment lebt. Aber das ist eben cool, wenn Das ist dann dann... verdammt platt. Ja, aber für das brauchst du einfach ein geiles Umfeld, wo dich manchmal wieder... Ja. Keine Ahnung, Oder wenn... Leute, mit denen du wie Kind kannst sein. Ja, aber das wette ich mit allen meinen Kolleginnen, Also zum ja. Beispiel, das kann mir gerade etwas in den Sinn, so, stell dir vor, du machst Ferien mit einer Friends Group und dann spielt er 15-14. Das fände ich das Grösste. Ja, ja. So im Airbnb oder wo auch immer 15-14 spielen. Oder, also das hat bei mir Ping geheissen. Pin? Ping. Ping. 15, 14. Nein, wir haben bei uns Ah. jetzt einfach geheißen 15, Ja, und ich has, 14, ja, 3. Und jedes Mal, wenn ich versteckt habe, ich aufs WC. Das ist einfach so ein Magic Trick. Immer wenn du versteckt bist. Nein. Hast du das nie mehr? Nein, ich hatte einfach Schiss, wenn ich die Augen zugehabt habe, dass ich abgeschlagen werde. Weil die einen Leute, wenn es nur noch 5 Sekunden hatten, sind sie tatsächlich und haben dich angeschlagen. Und ich, au. Ah, ja, stimmt. Wir haben alle so abgemacht.
renn nur du und dafür tust du die Person zweimal berühren. So, Ja, weißt du, so als Ja, da ja. kann ich versteckt bleiben. Ja, Das ja, sind ja. die Sachen, die ich liebe. Oder Werwölfeln. Oh, Ich liebe es, wenn man Werwölfelt. Nicht, dass wir das oft machen, aber so wenn. Mhm. Zum Beispiel auch beim Weihnachtsessen mit den Kollegen. Dann Mhm. machen wir das fast jedes Jahr. Mhm. Und ich finde das Cool. so eine coole Kindheitserinnerung. Und das kannst du halt auch nur in einer grossen Gruppe machen. Ja, ja, ja. Und das ist immer Das- so lustig. Das ist so in der Sek immer das gsi, der Amor. Ich bin meistens mit irgendjemandem verkuppelt worden und dann ist immer so gsi. Weißt du, dann Ja, drehst du ja, auf ja. und du schaust dich so Ja, an und ja. so die andere Person hat bewusst euch zwei ausgesucht. Ja. Ich fühle mich Das, einfach manchmal auch erwachsen, wenn ich merke, hey, wann war eigentlich der letzte Tag, wo ich das und das gemacht habe? Dann Als fühlst du dich Kind. nicht erwachsen. Dann fühle ich mich erwachsen. Ah, jetzt, okay. Also, oder? Was habe ich jetzt gesagt? Also dann merke ich einfach, Aha. shit, Aber eher ja, negativ. ich habe Erwachsen. irgendwann das und das einfach zum letzten Mal gemacht. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, dass das mein letztes Mal ist. Dann merke ich immer so, oh mein Gott, Mhm. Mhm. hey, die Zeit vergeht. Und darum wollte ich mir irgendwie so Sachen wieder merken, die ich als Kind sehr gerne gemacht habe und die einfach wieder mal machen. Zum Beispiel bei mir, ich weiss, Zum es ist Beispiel? Bällele. Ja. Ich bin mit dem Daddy früher so viel raus jonglieren mit dem Fußball hin und her und Ich meine, so. wenn ich das als Kind Ja, ich glücklich weiß. gemacht habe, macht es ja nur Sinn, dass sich das jetzt weiter glücklich macht. Ja, ja. Ja, ich merke gerade, ich habe das Mikro die ganze Zeit zu wenig hoch gehabt. Nein. Nicht? Egal. Habe ich gut Aber gehört. zum Schluss wollte ich noch 2 Sachen sagen, die Ja. habe ich auf Insta gesehen. Oder eine. Ja, eine. Wo ich das gesehen habe, oder nein, sorry, 2. Mhm. Wo ich die beiden gesehen habe, die Posts, ist in Bezug aufs Alter und auf wie schnell die Zeit vergeht, bin ich wirklich so gewesen, shut up. Mhm. Oh mein Gott. Folgendes. Leute, die im Jahr 2000 25 waren, sind das Jahr 50 geworden. Finde ich nicht krass. Moll! Also Moll. Ich finde das krass. Leute, die zu... Sicher nicht, du hast es falsch gesagt. Nein, ich weiss, dass es mathematisch stimmt. Also logisch stimmt. Nein. Leute, die zwei... Aha. Leute, die im Jahr 2000 Ja. 25 waren, Ja. die sind jetzt 50. Ja. Tut mich nicht... Moll, Lass mich kühl, hä? mich bewegt das. Wieso? Keine Ahnung, weil ich so denke, oh mein Gott, die 25-Jährigen vom Jahr 2000. Nein, das kann ich mir nur... Ich glaube, ich habe so ein schlechtes Vorstellungsvermögen, dass ich das einfach... Ganz ehrlich, es sind Facts. Ich weiß auch nicht, warum mich das so flasht. Mich flasht zum Beispiel so... Nein, das ist auch wieder ein bisschen traurig. Aber warte, ich habe noch etwas. Ja. 2016, das Jahr, wo wir in die Kante gekommen sind. Sorry, ich muss schmunzeln. Ja. Das ist jetzt 10 Jahre her. Okay, das finde ich schon wieder. Sorry, wie passt die Zeitspanne von 10 Jahren Ja. in die Zeit, wo zwischen jetzt Ja. und wo wir in die Kante gekommen sind? Das Mhm. sind doch einfach so 6 Jahre gewesen, nicht? Ja. Aber es ist jetzt... Ich sage, es sind 6 Jahre gewesen, oder 5. Ah. Das ist das, was ich meine. Ja. Wie meinst du, Corona ist 5 Ja, Jahre das her? finde ich krass, ja. Wie meinst du das? Ja. Und es schießt mich... Ja, nein. Also, Ja, egal. wollen wir an dieser Stelle Ja. Schluss machen, gut? Ja. Hast du noch etwas? Nein, ich tue einen banalen Spruch, einfach sind immer noch ein bisschen Kind. Gut. Ja. Stellt euch jetzt den Spruch vor auf so einer Blumenwiese. Oder Flavia tut jeden Abend Kiwi des Schicksals. Das ist eine App, könnt ihr gerne abladen. Kiwi des Schicksals. Kiwi des Schicksals. Dann geht sie auf die App und ein Kiwi erscheint. Dann könnt ihr draufklicken und dann kommt das Schicksal. Und genau so ein Spruch wie «Sind ein bisschen mehr Kinder werden dort drin». Ja. Was war deine Kiwi des Schicksals gestern gewesen? Etwas Negatives. Okay, Darum weiss darum ich's nicht sagen mehr. wir es jetzt nicht. Ja. Machen an der Stelle einen Punkt. Also. Du hast die falsche Entscheidung getroffen. Oh. Ja. Okay. Also... Nein. Wir müssen Ja. noch etwas ganz Wichtiges sagen. Oh mein Gott. Gott. Kiwi des Schicksals würde nämlich sagen Fiasko famoso. Da braut sich etwas zusammen im Dezember. Oh ja. Und ja, wir wollten sagen, Trommelwirbel, dass... Oh. ja, wir wollten noch etwas kleines, grosses announcen. Und zwar gibt es ab dem 1. Dezember jeden Tag bis Weihnachten ein Adventskalender-Türchen auf unserem Kanal. Ja, boom, jetzt ist es draus und wir müssen liefern. Und wir freuen uns auch zu liefern. Wir Yes. sind auch fleissig dran schon. Hey, die letzten Wochen und Monate, wirklich Monate kann man sagen, sind intensiv gewesen, weil wir sind vom Planen, Aufnehmen, Ideen sammeln, Ja. wirklich immer jede Woche dran gewesen. Mittlerweile ist unser Studio eigentlich zum zweiten Zuhause geworden.
Wir haben uns wirklich mega viel Mühe gegeben und viel Liebe in die 24 Türchen reingesteckt. Und darum würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr ab und zu mal reinschaut. Am besten natürlich täglich. Aber Es erwartet euch 1 bis 24 Folgen und manchmal 10 Minuten, manchmal länger. Vielleicht gibt es ein paar Giveaways, wir wissen es nicht. Vielleicht kommt auch mal über den Podcast. Wir haben auf jeden Fall sehr viel ausprobiert, auch wieder Neues. Es hat mega Spass gemacht, macht es immer noch. ja, Sind immer noch dran. Und ja, jetzt ist es so draussen. jetzt ist es Jetzt draussen. können wir nicht mehr machen. Ja, jetzt wenn wollen wir einfach klippern. Ja. Scheiße. Ja. Nein, das kommt gut. Eben, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Und falls ihr es noch nicht macht, dann folgt uns unbedingt auf Spotify und auf Insta. Lasst 5 Sterne da. Das hilft uns mega. Und ja, wenn ihr die Folge enjoyed habt, dann sowieso schickt es um. Erzählt es allen, der Welt. Genau. Und viel Spaß jetzt dann bei den Türchen im Dezember. Ciao. Tschüss. Gell, es hat immer noch aufgenommen. Ja, schnell ab.